Sehr gut, ik wil van jou een exercicio met jullie op. Je kan in de Bibel nu Matthäus kapitel 6 drehen. Wir haben mal die Gefangenheit kon abstun, dann werden wir alle stun, dann werden wir uns durch dort unser Vater alle taub einmal lesen. Matthäus 6 von Vers 9 und wieder. Matthäus 6 von Vers 9 und wieder. Sehr gut, wir lesen alle taub. Ons Vater im Himmel, dien Naam soll heilig gehouden worden. Laat dien Recht kommen, laat dien Willen op Erd groot zo gedaan worden als im Himmel. Geef ons dat brood dat wij van jou brücken. Vergeef ons onze schuld, zoals wij die vergeven, die zich aan ons verschuldigd haben. Bring uns nicht in Versuchung, aber bewahr uns von dem Bösen. Willst die hier dort Recht, in der Kraft, in der Herrlichkeit, für immer und immer. Amen. Jij in sagen. Wenn ich denke an mich mit Jüntaub in prophetisches Buch bechecken, als Beispiel für alle prophetische Bücher, dann der unser Vater lehrt uns dort, Gott ist der eine von dort Rektum. Und dort hat mich gesund, dort unser Vater, du mal benehmen, wenn Jesus lehrt, seine Jünger bewusst zu sein, wer die Kontrolle hat über alles. So, ich habe jeden Feriensonntag eingeladen, Jesaja-Buch zu lesen. Jesaja ist das Buch, das wir uns gewählt haben, als Muster zu brücken. Und wir weiten über dem so viel vom Alten Testament, dass ich mich frei das antun. So, wenn wir Jesaja durchgehen, dann wollen wir die Dinge von Ferienklaus bewusst sein. Dort handelt es sich um einen Bund. Gott hat einen Bund gemacht mit dem Volk. Das wird sehr missbraucht und besonders an Aufjährterie. Und dort bracht dann das ganze Volk immer wieder rauf, immer wieder rauf, immer wieder rauf. Und zum ein prophetisches Buch lesen, dann soll wir bloß bewusst sein von, wenn die gehorsam sind, zum Sehen, weil ihr gehorsam sind, zum Fluch. So, das Buch von Jesaja teilt sich eigentlich bloß an zwei große Dinge. Dort heißt gerecht, also da werden ein Juicio, ein gerecht ausgesprochen auf das Volk. Und der andere Seite wird hier aber Hupning gepredigt. Und dort teilt sich dann aber auch noch an Jerusalem, aber auch über die ganze Welt. So, Tim, das dann nu Taubfuten, dann würde ich ihn fragen, was ist das gerecht? Oder wieso ist das gerecht, was in Jesaja geschrieben ist? Zwei Dinge, die auffällig sind, was Jesaja schrieb, wo so Gott Jerusalem errichten will. Aufjetten und was noch? Gerechtigkeit und Gerechtigkeit, also Gerechtigkeit und dasselbe Volk. Aber dann hat Jesaja, was so ein Bitte gewöhnlich an sich, und der Hoffnung, was der Predigt ist, dass du was in Kenntnis kommst, in Kenntnis, wo du was von David aufstammen und der was ein Teil interessante Dinge bringen.
Und du will wir uns 2. Samuel 7 lesen, von dessen Gerechten kenne ich, wo du im Verrit all gesehen wird. Aber dann kommt du dann noch dort eine Ding, dort die Menschen waren unjadun sind, uit einer Welt oder freiwillig. Und dort soll dann Segen bringen über die ganze Welt, nur 1. Mose 12. So, dann soll wir das ganze Tag an gerecht in den Hoffnung an, und das wird ein prophetischer Buch gewöhnlich werden. Der wird sehr streng, Gott seine Strafe verbringen. Dann wird aber sagen, Gott wird nicht einmal da sein, Gott wird Rettung bringen. Und das ganze Buch von Jesaja teilt sich in 2 große Teile. Also, das erste teilt sich von Kapitel 1 bis 39. Und dort wird auch genannt, das gerecht. Also, Gott sprach aus, ich sie da leben, wenn die haben auf Jatterie gedreven, die sind zu ihnen Numbers gerecht gewesen, und auch war jünd vernichten. Der zweite Teil von Vers 40, von Kapitel 40, der saß es hastig, dort ist dort Port, wo du Hoffnung bringt. Da wird nicht einmal alles gewesen. Von der, wenn wir einmal weit gekommen, aber wenn wir mit dort gerechte Länge kommen, dann sind wir all weit gekommen. So, Jesaja durchlesen, wenn wir bewusst sind, dass die ersten 39 Kapitel bloß sind, Gott was strufen, dann können wir all die Dinge verstehen, wenn wir von 40 bis 66 lesen, dann wo wir an dort, das ist nicht alles verbrückt. So, wenn wir dann uns nur Jesaja drehen, wenn wir uns drehen, Jesaja Kapitel 1. Sehr gut, wenn wir uns lesen, Jesaja 1, Vers 1 sagt, hier ist, was der Herr dem Prophet Jesaja, Amos, sein Sehen, klar macht über das Land Juda in der Stadt Jerusalem. Das wird alle an der Zeit aus an Juda, der König Usia, Jotham, Ahas und Hiskia, einer zum anderen regieren. Also, wenn du hier ein Blatt haben, wo wo Jesaja boven ist, dann check du die Länge, und dann, wo du sein an der Linke sieht, du sind die Königs in Juda, und Jesaja seine Zeit von Prophezeiungen, wie nur die Königs, nur eine lange Zeit. Also, das sagt hier von Usia, Jotham, Ahas und Hiskia, die alle 4 Königs regieren zu Jesaja seine Zeit. Da meint so viel, dass das Prophetenbuch, wir nicht bloß die König was verbrückt, da wir zu alle verbrückt. Und da merkt, das ist nur schwierig. Was ist aber das ganz Abfälligste von diesem Vers? Okay, sehr gut. So, wir wollen hier mal anfangen, ein paar Dinge abzuschreiben. Die Prophezeiung, die ging über Juda und besonders Jerusalem. Also Juda wird dort Süden und Jerusalem ist die Hauptstadt davon. Sehr gut. Dann hat ich dort alle erwähnt, das wird endlich zu den Königs geschrieben. Aber dann kommt du noch dort wirklich Wichtigste. Was ist dort, was an das Buch ist? Dort ist nicht alles du in dem Vers bin, no? Na, sag ich früh, nur das ist ein Vers. Das ist noch ein wichtiges Ding. Sehr gut. So, Jesaja ging nicht bloß sagen, mir fällt auf bei, dass Gott sagt, wir sollen gehorsam sein, wie Gott uns strufen. Das ist nicht, um was das hier geht.
Dat is eine Openbarung. Also, wenn Gott zu Jesaja reden hat, dann würden wir sagen, mal wird geschrieben. Das ist einmal Gott sein Wort. Das ist nicht bloß Jesaja jetzt predigen, so wie von der schon dachten. Wer einmal von der predigt, der nimmt Gottes Wort von hier und dann jetzt predigen. Und das reicht, das ist fein. Aber in diesem Fall, Jesaja ging nicht in den Bund vom Sinai-Buch und sagt, weil wir Sinai wären, dann habe ich versprochen, Gott treu zu sein, und ich habe antreu was. Ob es war das Wahrheit ist, in diesem Fall wird Gott, der redet mit Jesaja und sagt, gut, komm jemand? Also dort merkt sein, dort wie dort Bund proben in Denk zu holen und dort Bund gebrochen ist. Aber in diesem Fall wird dort nicht bloß ein Prophet wird bedüren hat, aber wie sein Eihursam gewesen, hey, weil mal Buße tun, der wird direkt. Gott sagt zu Jesaja, hey, die Menschen, die sind verbrochen, in Aqua kommen, in Aqua strufen. So, dort merkt das große Unterschied. Und das Buch besonders klar, dort sagt, Gott kommt nur Jesaja und der merkt noch klar, das war Wort. Und das ist wichtig für uns von der Tag. Dann werden wir uns nun mal anschauen, und ich würde mir ein Schriftchen, du denkst jetzt ab, wenn ich frisch das kommende Werk Jesaja will lesen, ich würde mit eine Richtlinie aufstellen, wo ich dann kann, den Titel lesen und den Kapitel zu und ich würde mir ziemlich sicher sein, an was ich dort schon gehen, Jesaja durchzulesen. So, die erste Sektion, was wir wollen merken, das ist von Kapitel 1 bis 12. Die erste Sektion von 1 bis 12, das sind Kapitels, oder die ersten 12 Kapitels, die richten sich an gerechten Straf, aber für Jerusalem. Und das ist, ich war noch mitgekommen, was dort wichtig ist, dort wie dort Ziel nu zu wem, was dort passiert. So die ersten 12 Kapitel dann ganz klar gezielt nur Jerusalem. Dann würden wir in Kapitel 1, 1 und 2, fingen wir dann, wo Jesaja die Rebellion, was sagt man Rebellion auf Plotitsch? Geen onzin? Okay, so das sind 3 große Dinge, was hier so vandaag, das sind auch hier von der Spanisch stehen. Rebellion, Idolatrie und Injusticia. Also, das kann ich immer sagen, so ist die Welt frech Google, was meint das? Na, heilige Gott. Geen Unsinn, Aufjätterie und Ungerechtigkeit sind die Hauptfutung von was Arach gegangen in den ersten 2 Kapiteln. Dann wird hier so aber ein sehr interessantes Ding vandaag gebracht, und das ist ein Fuego purificador. Also du wird gesagt, dass du wird ein Feuer kommen und dort wird dort rein brennen. Und wir sind interessanterweise all vorbei die Zeit, wo ein Schlamms muss rein gebrannt, aber ich einmal wieder denken, wenn du die geschnitten hast und das schwingt wir, dann wird es wie ein Isa abend vier aber dort Isa rot wir, dann werden die dort verbrennen, dort schwingt alles fort werden. Ich weiß, dort in uns Verstand, das klickt nicht, aber das Bild, was hier soll passieren, ist, und heute Isa ab Jerusalem abgelegt, und dann soll alles verbrennen, was du nicht handgekehrt. Aber derselbe Zeit wird hier so von ein neues Jerusalem geredet, und das ist so abfällig, wenn in der Mitte von all diesen Strufen in Jerusalem, Jerusalem, wird du von Nueva Jerusalem geredet. Das soll ja kein Struf geordnet. Und das, wo wir dann für am Bett,
daar een ander komt bij de profetische buik lezen, wenn manche Struf op einmal komt en dan zo'n nieuwe Jeruzalem en dan zie je huh? Aber das mag sein, wenn der Red zu Jerusalem, wo du jeden an aufjäterisch und einreichst, dann kommt dann 4, da brennt das alles rein, dann auf einmal habe ich ein neues Jerusalem. Das neue Jerusalem hat aber was zu bieten. Also das sagt du so, dass Gottes Recht. Und dann kommt du dort, was wir soll allem denken, was wir fertig uns gelehrt haben, nicht hier. Dit Gottesrecht ist das nie Jerusalem, aber du kommt noch was mehr bei. Plus todas las naciones. So, Jesaja redet von dort alte Jerusalem als Verbrück, du war 4 kommen, da war der reinmerken, dann war nie Jerusalem sein, wo Gott regiert, und dat zeg niet wel. Dat zeg bloos in alle veldjes op de wereld, waar nu dit niet Jeruzalem komt en God bejenen. En dat merkt mij de stroef, wieso wordt God van zoveel stroef en al dat reden, wanneer allemaal du wat niet Jeruzalem zijn en alle mensen waar nu Jeruzalem aangeloot zijn en die kan zich door God bejenen. Dat is interessant, dat boek wat door te lezen. Dan jankert mij met Juntoop aan, dat is de eerste 12 kapitels, nu kapitel 6 te draaien. En dan willen we ons door zo Toop den kapitel 6 lezen. En ik weet dat is een ziemlich het engste te lezen, maar dat fehlt, omdat we dat pak eenmaal met kriegen. Wie immer du wel, kan hier een paar vers lezen. Jesaja kapitel 6. Sehr gut. So, das ist der Mad von den ersten 12 Kapitels. So wie sein Gott fängt an und trifft mit Struf, mit Vernichtung, mit Weichführen, Verschlappung, hat alles zu tun mit Sinn bestrufen. Im Kapitel 6 fing wir dort, Jesaja hat diese Vision, und er sieht Gott auf seinen Thron, und Jesaja sieht nicht Gott, der sieht den Rock über den Tempel, und dort ist bloß Gott seine Gegenwart. Und dann aber fingen wir dort, sogar Jesaja, der Prophet, der ist bewusst, dass er nicht würdig ist, in Gott seine Gegenwart zu sein. Und dort ist ein von diesen Dingen, die uns von der Schnauze haben, man soll predigen, dort China, klein und wo gut oder wo schlecht, wenn wir in Gott seine Gegenwart sind, dann sind wir sündig, dann sind wir schwierig. Und das Engel steht mit dessen, der ist cool und Lappen, und dann ist er in seine Sinnen verjeft. Und dann schickt Gott dessen Mann predigen. Und die Botschaft, die ist sehr abfällig im Sinne von, das hört sich so aus, wenn Gott das Volk nicht mal noch eine Gelegenheit gibt. Ne? So, das sagt du, gut predigt, und der hat was, der gewissen ist Stamp, und was bloß noch Stamper wird. Und das ist so schwierig zu erklären, wenn wir denken nicht Hebräisch, so das hebräische Denken merkt für uns so schwierig sein. Wir haben schon Ausdruck, gut sei den Erswort, aber der wird auch mal nicht annehmen, der wird bloß noch ein Kapja sein. Das ist nicht ein plottischer Ausdruck. Das Beste, was ich kann für eine Erklärung geben, was mir sein merkt, ist, wo der Sonne schien zu Blatt. Merkt das Blatt weg oder merkt das Blatt höher? Höher, okay? So, ich glaube unbedingt nicht, dass wir diesen Tag sollen verstehen, und dass Gott merkt, die Anwohner von Jerusalem, dort gewissen stammt, dort tun die selbst, aber dass die Wirkung immer weiter, Gott sehen, eine Botschaft ran. Also, vielleicht haben wir dort doch als politische Menschen verstehen, wenn du lang genug in der Bank sitzt, wo Gott sein Wort gepredigt wird, und du die immer weiter entscheiden wirst, nicht nur Gott sein Wort zu leben, dann wird dein Gewissen erst von einer Stamm geschieht sein. Aber du hast nicht Gott und nicht Gott sein Wort geruhen, hast du geruhen. Und so ich diese Botschaft verstehe, was Gott zu Jesaja sagt, ist, gut predigt dir, du Buße, dreht weg von Sinn, aber Gott weiß dort all, dass die Menschen, ja wissen, was bloß noch ganz stamm schiert, wenn die
der hat als die Entscheidung klar, von Gott weil wir nicht schweigen. Dann fing ich aber das ganz Interessantste von dieser ganzen Geschichte, als du das letzte Ängste. In dem Vers sehen du wahrlich antecknen. So Jesaja 6, Vers 13, sag ich, und wenn ein Tienel überblieben, wird dort Port auch verbrannt wird. Also von der Jerusalem wird dort bloß rein reich nicht überblieben. Jerusalem als Furt, und dort meint dort Volk Israel, also ich war hier so, Volk Israel, als du mit uitgestreckt. Und dort merkt der Geschichte treurig, wenn durch das Volk soll die Welterradung kommen. Und dann merken wir aber, dass das Vers 13, der bleibt nicht bloß durch. Der sagt du dann wieder, aber so, als du ein Stamm bleibst, wenn ein Eikenbaum oder Lindenbaum durchgehackt wird, wird überbleiben. Also, nu kommt das Bild, wo ich hier sind nach Olhanmul, du hast einen Baum, und der Baum, der soll aufgehackt werden, und dann bleibt uns du bloß noch ein Stamm. Und dort ist bloß dort, ja, du wirst mal ein Volk Israel. Was ist aber der letzte Einzige von dem Vers? Okay? So, du bist ein Stamm und dort ist dann der Mittelpunkt von der ganzen Buch Jesaja. Dort, der Volk wird fort, weg mit dem. Und dort wird es schwierig. Erst kam der Assyrer, nahm sich der Hauptmann, und dann kam Babylon, nahm sich Assyrer in, das gefangene Volk in, das Überblieb soll alles mit, fort sind sie. Und dann war hier wieder die Geschichte von Daniel, der dessen Märchen kenne ich und all das interessante Dinge. Aber hier in Jesaja sollen wir unbedingt uns dann lernen zu horchen, nur diese Geschichte. So, wenn eine Película wäre, dann würde hier das ein Stamm sein, und das würde immer wieder die Szene sein von der Geschichte. Du hast erst wohl Stamm, das ist der Beweis, du wirst mal was, das ist nicht mehr, aber du wirst noch mal in die kommen. Du wirst noch mal ausrüsten. Und dort soll diese Menschen dann sein, nicht alles, als der Häuptling ist noch nicht tot. Der Stamm, der steht noch so. Dann geht die Geschichte wieder am 7. Durch dort die Geschichte von den König Akas. Und die Botschaft ist dessen König. Aber im selben Kapitel 7 wird dann ein neuer König von geredet. Also Kapitel 7 sagt dann ein neuer Rei. Wer weiß uitwendig wo das neue König heute von was an Jesaja 7 geredet wird? Emmanuel, was bedeutet das? Gott mit uns. So, wenn wir uns mal die interessante wieder ein bisschen sehen, dann uns mal anschauen. Gott hat bloß drauf angedroht und das Volk war auflaschen, fort mit dort, du wirst noch ein Stamm bleiben, du sollst noch mal Utluter kommen. Fort im nächsten Kapitel sagt, dieser Gott, du kannst nie erkennen. Aber wenn mal da wird Emmanuel, du fort, na, du bloß mal handschreiben, du wirst nie erkennen kommen, Gott mit uns. Dann der dort an meinem Verstand ganz anders. Wenn dann lese ich den Kapitel 7, dann höre ich, dann sagt Gott, ich werde Volk fort, den Baum will aufhaken, und dann wird du ein neuer Utlut kommen. Aber der neue Utlut soll das wo anderes. Das ist nicht mal ein Mensch. Das ist Gott mit uns. Und das ist das, auf Spanisch sei wie, das Inicio de Esperanza. Da ist noch nicht mal Häuptling. Aber das fällt sich das von Häuptling wird Anfang. In der Kapitel 7 jetzt wieder,
Und dann fing wir dort durch das Niederkennlich Gott mit uns. Und an dem Nien weit wir dort, der wird noch was Interessantes mit sich bringen. So, dort ist ein Niederkennlich, Dios con nosotros. Und wenn wir all weiten, wo so der Struf kommt, was würde das Gott mit uns dann abfixen? Den Trouble wordt er verher weer, niet? Of ja daarin, Eierrechtigkeit en geen onzin. Dat is kapitel 9. Dan over am 11 hebben we een part wat we unbedingt willen lezen. Im kapitel 11, de plottische Bibel, de Schriftenummerung, die nie aus, und das ist so interessant, eigentlich haben wir nicht die Überschriften zu lesen, weil das meist haben wir nicht ganz so gesagt, wird hier gleich dann. Aber in diesem Fall, der Kapitel 11 ist Krieg und Platz. Ich wollte so ein kleines Engstchen lesen. Dort sagt du so, so ist ein Aus uit ein Staben rüt was, wat einer von David seine Nachkommen abkommt. Von der Wardel wird kommen, wird Frucht drehen. Ab dem wird dem Herrn sein Jes kommen, ein Jes mit Weisheit und Verständnis, ein Jes mit Ruth und Kraft, ein Jes, der dem Herrn kennt und am irrt. Dem Herrn ehren wird am eine Freude sein, er wird nicht bloß tun und rechten, als was er sieht oder hielt, er wird die Arme mit ein gerechtes Gerecht rechten, in der Stelle wird er dort gegeben. Was er zu sein hat, wird die Erde strufen, beide Menschen werden handgerecht werden, wenn er mit dort Müll püsten wird. Er wird dort Rechte tun und ab sein Steck blieben, so als der Herr dort haben will. Der Wilf und der Lama waren friedlich zu leben, der Leopard wird manche Kosen legen, und ein kleiner Jung wird Chalva und junge Lärvs und Mast für alles taub an eine Herd jagen. Der Kuh und der Bohr waren taub grusen, und ihre Jungen waren taub liegen. Der Lev wird Stroh freten aus der Aas. Dort Bebe wird dicht bei dort Schlangenloch spielen, und dort Nischjächen wird seine Hand durch den steigen. Du wird kein Schuden oder verdorben ab mein ganzen heiligen Buch sein. Und so aus wird dort ganze Meer bedacht, so wird an dort ganze Land Verständnis für den Herrn sein. So, dit is een zeer opvallend Kapitel, Monk, dit, en ik wil van jou den bloß du so Hansaten en Luther, weil wir du noch ein Teil mehr mit schaffen. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie alle, wie sind die Verstade an Jerusalem? Okay? Ich weiß, wir kennen nicht, wenn wir sind viel zu schändlich recht, und wir haben einmal so zu essen, in China behandeln uns Eierreichen, wir fahren campen und eten ein Kilo Fleisch ab, und dann sprechen die Mutter zu essen, und so eine Dinge aus dort. So, wir wissen nicht, wo unser Dreck sein schafft. Aber wenn wir uns mal proben, an die Lehren zu schauen, was welches Jesaja das schrift. Jerusalem ist eine große Stadt, da wird die Hauptstadt von der Süden weg, und der Mittelpunkt von was du zu feiern ging, wie Gerechtigkeit. Also, auf ja darin in jen Unsinn zu Gott seine Geboten, das ist nur persönlich. Also, du kannst persönlich gehen auf ja darin, und in Wirklichkeit bohrt die Nuba dort nicht. Wenn du dort am ersten Staub nimmst, am zweiten Staub bohrt die Nuba dort nicht. Aber am ersten Staub auf ja darin ist so persönlich. Gerechtigkeit aber, du kannst nicht gerecht sein, und dort erst, wenn dort Leben schwor merkt. So, Gerechtigkeit will sein, du stehlst, du schachst billigen Preis an, wenn du kochst. So, muss sagen, du wirst nur was in Apfel kaufen, und du wirst eigentlich wie Apfel schaffst, so dann sagst du den Preis. Und dann holst du den 2 Peso für einen Apfel, und es steht 5, bloß wenn du kochst. Und wenn der dann Rechter geht, dann gibst du den Rechter 500 Peso, und dann 2 Peso ist er fett. Das ist Gerechtigkeit. Wir wollten sehr wenig davon. Wenn wir uns in diese sehr dumme Lehre von Gerechtigkeit anschauen, sehr wahrscheinlich unsere Kinder nicht zu feiden haben, wenn die Lehre ist so arm.
Und dann lesen wir Kapitel 11 und dann denken wir so, naja, was der Tag muss kommen. Also, dort wird an diese Menschen, die Lüge gebracht haben. So, wir haben nicht bloß einen Tag, wo einmal auf die Ramhaken das. Aber der unterste Schicht von Menschen fängt immer noch ein Anfang von Hoffnung. Aber dann soll ich in der Frau fragen, ist das alles passiert? No, ist nicht. Und sie denken, liebe all, wenn du eine Klopperschlange hier so, dann lut im Stäuben. Das ist noch nicht passiert. Da meint so viel, dass wir von dir kann hier noch was von lernen. So, wenn je du alles anstrengen, dann musst du mal hin und dann schreibst du noch nicht passiert. Das ist ein interessanter Ding zu üben, wenn ihr in der Bibel erst was lesen, wo du prophetierst und noch nicht passiert ist, dann schreibst du hin, dass du weißt, vielleicht soll wir nur das lernen. Dann lese ich, du bloß nach dem Vers 10 heran, der sagt, wenn die Zeit kommt, was der aus, der von Isai was, dort Titen für die Völker sind, die Länder waren dann nur den Nienläder Frauen, und du, wo heuriert, wo dort großartig sind. So, wir kriegen mal noch mit so einem Detail. Wenn die Zeit kommt, was der aus, der von Isai was, wer ist dort? David. So, du sind so spezifische Dinge, wo du uns alle Sorten sagst, so unbedingt das kenne ich, der wird kommen von Isai, seine Aufstammung, also von David. Dann haben wir ein großes Pack, was uns für Jerusalem neue Lehren bringt. Also die ersten 12 Kapitel sind gezielt auf das Volk, auf Jerusalem, auf das Volk Israel. Dann werden wir uns lesen, Kapitel 13, Vers 1. Kapitel 13. Wer will du so lesen? Jesaja 13, 1. So gut. So, what Jesaja ist das Buch, was Gott Jesaja klar macht, ne? Und dann in 13 sagt er, das ist, was Jesaja groß wird, ewa? Babel. Okay, so dann haben wir nu von 13, bis durch 27 eine Prophezeiung für Babel. Und wenn wir das Buch erst so viel Mal gelesen haben, dann wollen wir hier so heranschreiben, todas las naciones. Okay? Du willst Luther noch mehr nennen, aber von Kapitel 13 bis 27 haben wir ein Gerecht über die ewige Part von der Welt. Und das ist ein Ding, was mich, nu wat ik frisch met Jesaja schoof, groot geworden is, dat hield zich vechten zo. En ik zelfs had ook vechten met je kamp. Wieso is dat fijn, Gott zijn volk strufen, maar deze mensen macht geven over Gott zijn volk. Kommt jemand? Also, der Volk Israel wird schlecht, und dann nimmt Gott sich die neuen Länder um, die auch schlecht sind, Israel schlechtet unter. Du hast so viel an meine Frau gehört. Wo schafft das? Wo schafft das, dass Gott das bloß lässt passieren? Das am besten, dann haben die sich ein Tag, dann sagt Gott bloß nach der Latz, und die Israeliten waren verspielt. Das so sagt die Geschichte, für und ihr lest haben, dann kann man so fragen, Aber wenn wir Jesaja 13 anfangen zu lesen, dann wollen wir dort nicht ganz wo das schafft. Gott lässt die Menschen in diesem Fall Babel Freiraum zum Jerusalem annehmen und gefangen mitnehmen. Aber die Gottlosigkeit, die Aufjährerei, die Ungerechtigkeit wird danach bestraft. Und dort ist ein Ding, wo wir sollen uns bewusst sein, dass Gott straft Volk Israel extra hart, wenn die wüssten von besser.
aber Gott bestruft Babel, kriegt so sehr, nicht wie ein, was wir najo, da wir eine Ursache Aufjäterie, Gottlosigkeit. So, wenn wir in 13 wieder lesen, du so fing wie dort der Fall in das Reich über Jerusalem Nubasch, weil wir Babel bloß Nubasch nennen, oder der fällt ja rundum, der wird an Jesaja all vandaag gebracht. So, ich werde ein paar Vers lesen in Jesaja 13, vom Vers 2 wieder sagt, auf einem kühlen Berg stellt eine Flagge ab. Roept luid en wenkt met de hand, dat zij durch die leiders ihre Puten gehen. Ich habe die, der ich mich geheiligt habe, und wird sich zu meiner Majestät freuen, abgerecht, dort sei meinen Euer utführen. Horch nur dort Leute am Hergehen, aber boy, als wenn du sehr viele Menschen sind. Horch nur dort die Leute von vielen Ländern, von vielen Völkern, die dort taub gekommen sind. Der Herr, der alles regiert, merkt ein Heer reut für den Kampf. Die kommen von weit her, wieder aus wie verstanden, und der Herr ist mit an und brückt an seinen Euer die Erde zu vernichten. Hielt en Schritt, wils dem Herrn sein Tag als dich bei die kämpft mit ein großes Verdorben von dem, der alle Macht hat. Dann waren einem jederen seine Hänge schlop sein, und jedem wird sein Maut verscharen. Die waren sich für Angst nicht ruht weiten. Die waren ungunen und benommen sein. Die waren sich krem aus einer Früh in ihrer Weide. Sie gloren sich mit 4 rote Gesichter an und weiten sich nicht ruht. Dem Herrn sein Tag kam grausam an seinen Euer und seine Wut, und die Erde wird vernichtet worden, und die Sünder werden ausgeruht worden. Der Orion und die anderen Sterne werden nicht mehr erschienen. Die Sonne wird beim Abkommen kein Licht geben, und der Mond wird nicht mehr scheinen. Merkt ihr daran erst verdenken? Wir haben ja alle da noch eine Bibel stehen. Was wird passieren, wenn Jesus wird zurückkommen? Sternchen werden nicht mehr brauchbar sein. So, das war so ein Tag, wo uns andienen, Gott wird der Eierreichte strufen, dann hast du aber noch ein Denk, was noch nicht passiert ist. Ne? Also Babel ist verschwunden. Wir weten, dass Gott hat sein Reich über Babel getragen. Aber dann fragen wir uns, schien die Sonne noch? Naja, das. So dann, wie hier so war, antiken noch nicht passiert, wenn hier ist eine Prophezeiung noch ein Ding, was wir ganz genau weten, das ist noch nicht passiert. Das andere Tag noch. Also, dann haben wir Struf für alle Länder, die gottlos sind. Hier kann ihr hier in den Tagen von 13 bis 23 ihr Chat lesen. Dort ist dann das Juicio, dort an die Länder Rom, Jerusalem. Dann, wenn wir eine feine Familie haben, dann lest von Kapitel 24 bis 17. So, ich kann hier so zu Thema 13 bis 23. 1323, dort ist das bloß aus gerecht. Und dann von 24 bis 27 ist eine Geschichte. Und dort hielt sich, eigentlich haben wir Jesus seine Gleichnissen, und das 24 bis 27 lecken sich nur an. So gleich nicht, dort wird Geschichte auf Plottisch, wenn uns fehlt, so auf Spanisch, dort ja ein Cuento und dort ja eine Historie. Und auf Plottisch habe ich bloß eine Geschichte. Stimmt das? So, wenn wir Historie sein, dann haben wir Geschichte, und wenn wir eine Geschichte sein, dann sagen wir auch eine Geschichte, und dann so wieder. Aber in diesem Fall, 24 bis 27 ist dann eine sehr büttergewöhnliche Ort, von wo Gott sich durch Jesaja ausdrücken wird. Und das ist eine Geschichte von 2 verschiedensten Städten, Ciudades. Also, das hier, Cuento de 2 Ciudades. Und dann kann je al wahrscheinlich uitdenken, woont de beide steden zijn, ne? Ja, waar moet roeden. De nieuwe Jeruzalem is uit, ja. En de andere? Kijk,
So, hier ist dann eine Abgabe für Jürgen. Wow, ans klingt als so bosig von dir. So, der Judai ist gefahren diese Weg nach Hus. Dann lese ich von Kapitel 24 bis 27. Dann habe ich in Kopf, wie man zwei verschiedene Städte hier finden. Also, du hast eine Nähe Jerusalem, da wird Königreich, was Isaac sagt. Du hast Nähe Jerusalem und du hast eine andere Stadt. In der Geschichte, das ist die Hauptfutung von Jesaja Buch. Und das ist eine schöne Geschichte, die ich kann lesen und am Anfang, als wie du verstehen kannst, was da passiert. So, du hast du hast die Stadt, wo du, wo würde man auf Plattdeutsch Arrogantia sagen? Das ist ein bisschen schwer, ne? Arrogantia meint, dass die so groß, dass alle anderen nicht wichtig sind oder nicht in Betracht kommen. So, wenn du sagst, una ciudad arrogante meint, dass die glauben, dass das Schmond von alles. Und besonders, wenn wir arrogante sind, Gott gegenüber, das meint bloß, ich verachte Gott seine Macht über mich. Das war ich, das würde proben, der was sagen. So, wir haben hier so die ciudad arrogante. Und zwei haben wir Nueva Jerusalem. Die zwei Städte haben sehr interessante Beschreibungen. Aber die Themen der Taubpfoten. Lest diese Kapitel, dann mit eine Beschreibung von jeder Stadt. Die erste Stadt, die ist so und so und so und so, und dann die zweite Stadt, die ist so und so und so. Ich will Ihnen aber auch mit eine Lösung geben für die Nähe Jerusalem. Wenn Sie die Beschreibung von Nähe Jerusalem abschreiben, dann schreibst du vor an, ist dort all passiert oder ist dort noch nicht. Und dort ist wichtig, wir haben von der Tag in Jerusalem, dort an unserer Seite Welt, von den 1948 hier an, die haben dort frisch Israel, dort haben Jerusalem und so weiter. Aber uns fehlt der Frau zu Frau, als Jerusalem all erfüllt. Als all passiert, was du soll passieren. So, wenn ich Mut schaffe, wieder damit, und weil wir sehen, was wir dann durch nächste Sonntag wieder mit schaffen. Tim dessen Aufschnitt fertig machen. Kapitel 28, Bad 39. Du fängst wie bloß noch die letzte Geschichte von den König Hiskia. Das ist die Geschichte von 2. König 24, so dort machen wir bloß weiter, dort überleicht sich durch. Wenn wir wollen 2. König 24, 24 durchlesen, dann wird wir klar, was da passiert. Bloß zum die Geschichte vertellen. Hiskia ist im Recht. Da kommen Menschen, die wollen Jerusalem vernichten. Und was der Hiskia? Der geht beten, der sieht nur Gott. Gott, durch ein Wunder, macht Jerusalem frei von der Armee, die du kämpft. Und was ist das nächste Ding, was er tut? Der lud sich beamte Menschen an von Babel. Und dann packt er die an Fair, wahrscheinlich rechtlich ist und was er alles hat. Und dann kämpft Jesaja. Und dann sagt er zu Hiskia, und pückst den, ich stelle mich so viel, meist kriegt man einen Finger am Öl. Und sagt, was ist bloß los mit dir? Du hast nur Gott gesagt, du wirst fein auf dem Weg. Und du verlässt dich auf die Salz, auf dein Rektum. Und dann sagt er, du bist Hänger noch, die werden zurückkommen und die werden dich auflassen. So, der letzte Engste von den ersten 39 Kapiteln ist so traurig, weil die kann nicht, die Jahre haben und Hachen sieht nur Gott und dann, wow, und hat gebüht, und dann, alles verbrückt. Aber, zoals ik al zei, ik merk je moet deze tareas te doen, want je ganz Jesaja lesen für je langweilig oder schwer ist, so kann ich gut verstehen. Lest diese 3 Kapitel und fängt mal an, dass je den Exercicio kann mit 2 verschiedenen Städten beschrieben und dann noch, was all passiert ist oder nicht. Dankeschön.